Mexico City ist eine Hochburg für Leihmutterschaft. Felicidades. Entre embarazo y embarazo y embarazo y embarazo. Auch Schweizer lassen hier ihre Kinder austragen. Hemos tenido papás de intención suizos. Doch wirklich geregelt ist sie nicht. We are in a gray zone where anything can happen. Für diese Reportage reisen wir bis auf Mexiko. Und dort treffen wir eine Leihmutter. Yo no quería ser esa maquinita de bebés. Puedo darle la alegría de tener a un bebé en casa. Jetzt blicken wir hinter die Kulissen von einer Klinik für Leihmutterschaft. Und wir fragen uns, was passiert da wirklich hinter der Fassade? Vamos a empezar con la histeroscopía. Über 60 Fruchtbarkeitskliniken sollen hier in Mexico City operieren. Wir können gerade dabei sein, wie einer Leihmutter der Uterus vorbereitet wird, damit man später den Embryo einsetzen kann. Yo lo hago pues también para darle una alegría a las personas. Puedo darle la alegría de tener a un bebé en casa. Diese Leihmutter ist über das Internet zugekommen. Como supe por redes sociales, por Facebook. Aber ganz von Anfang. Unsere Recherche fängt in der Schweiz an, und zwar auf Facebook. Da schreibt zum Beispiel Annie, buenas tardes, me interesa rentar mi vientre. Und wir wollen jetzt mal probieren, wie schnell es geht, dass wir jetzt als Schweizer eine Leihmutter finden. Grund genug für uns, auf Mexiko zu reisen. Dort treffen wir die Leihmutter Abigail in einem Vorort von Mexico City. Fue un embarazo gemela. Die 36-Jährige war schon zweimal Leihmutter. Sie zeigt uns Fotos der Kinder, die sie ausgetragen hat. Este fue un día antes de que naciera. Sí. ¿Cómo te sientes ver esto? Bien. Bien, porque tengo una buena relación con los bebés y con el papá. Tengo muchas fotos. Die Leihmutterschaft ist eine Option, wenn ein Paar kein Kind austragen kann. Zum Beispiel, wenn die Frau Probleme hat mit der Gebärmutter oder wenn es sich um ein schwules Paar handelt. Eine künstlich befruchtete Eizelle wird dann der Leihmutter eingesetzt. Oft stammt das Sperma vom Wunschvater. Die Eizelle entweder von der Wunschmutter, einer Spenderin oder der Leihmutter selber. Kommerzielle Leihmutterschaft ist in den meisten europäischen Ländern wie auch der Schweiz verboten. Darum weichen die Wunscheltern ins Ausland aus und nehmen die Dienste von Vermittlerinnen wie zum Beispiel der Vivian in Anspruch. Existen muchas personas que pues no tienen la posibilidad de tener bebés. Sobre todo respeta su derecho humano a procrear y a tener una familia. Vivian Günther ist Anwältin, vermittelt aber seit Jahren auch Leihmütter an Wunscheltern. Gerade jetzt ist sie bei einer Vertragsunterzeichnung. Sí, muy emocionado. Sí, muy contento. Todas y en la última hoja. Cada año hay más papás de intención en búsqueda de tener un bebé por esta vía. A nosotros se nos pasa el año volando, así de que entre embarazo y embarazo y embarazo y embarazo. Sí, es estresante. Claro. Europeos son los principales. Hemos tenido papás de intención suizos. Auch Fernando hat zusammen mit seinem Partner ein Kind durch Leihmutterschaft bekommen. Familienwunsch, also Kinder haben, war bei mir immer da gewesen. Klar hat man gedacht, wieso kann es nicht einfacher sein? Wieso muss es im Ausland sein? Wieso müssen wir so viel Geld in die Hand nehmen? Wieso geht das so lang? Der Fernando hat mehrere tausend Franken investiert. Aus Angst vor Anfeindungen wird er in dieser Reportage anonym bleiben. Sie sind über eine Agentur in Barcelona gegangen, die ihre eine Leihmutter aus Amerika versprochen hat. Aber schon von Anfang an hat er ein komisches Gefühl gehabt. Jemand hat dann plötzlich ein Telefon bekommen. Wir haben gerade sofort eine Leihmutter beraten. Wirkt alles nicht seriös, oder? Alles komisch, ich möchte mehr wissen, oder? Wir haben dann auch gefragt, wer ist denn die Frau? Wir sind alle aus Mexiko, aber wohnhaft in Kalifornien. Kein Kind zu bekommen, könne sehr belastend sein, sagt Psychologin Misa Yamanaka. Das Ausmaß von dem Leidensdruck, das ist ganz schwierig zu verstehen, vor allem von Personen, die das selber nicht erlebt haben.
Das ist jetzt wirklich mein Lebensziel. Und wenn ich kein Kind bekomme, dann ist mein Leben nicht lebenswert. In dem Sinn können mögliche Folgen auch sein, dass man wirklich depressive Symptome entwickelt. Was man aber gesellschaftlich hinterfragt, ist, wie weit will man dann gehen, wenn es eben nicht klappt, oder? Bei unserem Versuch auf Facebook tut sich etwas. Ich habe 2 Stunden gegangen, bis schon die ersten in dem Sinne Angebot gemacht haben. Die sagen jetzt 300'000 mexikanische Pesos. Also etwa so 15.000, 14.000 Franken. Sie wäre in dem Sinn verhandlungsbereit. Hay algunas que hasta postean, no cobro caro. ¿Cómo? O sea, ¿hay algún tabulador para esto? La mayoría de las chicas que yo conocí eran chicas que lo hacían por dinero. Die schreibt, als sie von dieser Möglichkeit erfahren hat, Leihmutter zu werden, hat sie es unglaublich gefunden, jemandem zu helfen, seinen Traum zu verwirklichen und gleichzeitig meiner Tochter eine bessere Zukunft in ihrer Ausbildung zu ermöglichen. Im Gegensatz zu den USA verdienen die Leihmütter in Mexiko viel weniger, sagt die Autorin Heidi Putscher. While in the States, a surrogate can be paid for around $60,000. Here in Mexico, you get about $15,000. Dass die Leihmütter nicht genügend gezahlt werden, erlebt auch der Fruchtbarkeitsarzt José Salazar. Esa es una realidad que se vive. Muchas veces las agencias no cubren adecuadamente a las gestantes. El año pasado, alrededor de unos 30-40 bebés. Este es nuestro quirófano para transferencia embrionaria, que es el que está. Es un proceso que debe durar unos 20-30 minutos. Zurück zu der Abigail. Sie erzählt das von ihrem zweiten Mal als Leihmutter bei einer anderen Klinik. Era como si yo fuera parte de un catálogo. Diese Schwangerschaft wird für sie zu einem traumatischen Erlebnis. En la semana 9 y pues me revisa el doctor y me dice, el bebé está muerto. Es todo, cámbiate, tu bebé está muerto. Con esas palabras es como más traumático. Era muy pequeño, pero me duele igual. En mi cabeza solo bebé está muerto, tu bebé está muerto, tu bebé está muerto. Muchos dirán, ay bueno, pues ten otro. Aber die Abigail entscheidet sich anders. Sie lässt sich kein weiteres Embryo einsetzen. Yo no quería ser esa maquinita de bebés. Pues muy bien. Felicidades. Muchas gracias. Ahora sí que ya empezamos. Nosotros ya a partir de ahorita empezamos a buscar, a estudiar a la chica. Pues pasar una serie de filtros de estudios, tanto médicos, ginecológicos, pero primordialmente psicológicos. Muchas gracias. Angeworben werden die Frauen zum Beispiel durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Después de tantos años llegan recomendadas. Trae a la amiga, a la prima, entonces se hace como una red. Bei der Abigail ist aber alles anders gelaufen. Sufro de una violación, busco ayuda ginecológica y resulta que pues era una clínica de subrogación. Bei dem Untersuch hat man sie dann gefragt, ob sie Leihmutter werden möchte. Das ist für José Salazar ein No-Go. Estás dejando a un lado a la persona, estás viendo más bien todo esto como un tráfico de personas, se puede llamar de cierto punto. Der Fernando hat bei seinem Prozess weder mit dem José Salazar seiner Klinik noch mit der Leihmutter Abigail oder der Vermittlerin Vivian Günther zu tun gehabt. Das komische Gefühl mit der spanischen Leihmutterschaftsagentur bestätigt sich. Unsere Prioritäten waren immer, dass wir es neu machen in einem Umfeld, wo die Leihmutter geschützt ist, vom Gesetz her, das Kind geschützt und die zukünftigen Eltern auch geschützt sind. Wir haben dann aber herausgefunden, dass sie in Mexiko lebt. Wir wären nie auf die Idee gekommen, dass wir auf Mexiko gegangen sind. Wir sind so weit reingerutscht, wo wir eigentlich nicht mehr raus können, oder? Aber eben genau die rechtliche Situation ist in Mexiko nicht reguliert. We are in a gray zone where anything can happen. There are no authorities to watch over a clinic. Das, was so im Grauzonenbereich und vor allem mit den mexikanischen Frauen gemacht wird, das kann doch einfach nicht heutzutage möglich sein. Und dass eben die Leute, die dann den Wunsch haben, auch so auseinandergenommen werden. Für den Fernando und seinen Partner wird die Erfahrung in Mexiko zum Albtraum. Es stellt sich heraus, dass die Embryo mutwillig verschmutzt worden sind, damit die Schwangerschaft nicht klappt. Am Ende schaltet sich sogar das FBI ein. Olivia Morell ist durch Leihmutterschaft auf die Welt gekommen. Heute kritisiert sie das scharf. So you can't rent a room, you can't purchase a baby without
eventually violating something that's sacred and the rights of those directly involved. So no matter how loving the intentions are, the structure itself of surrogacy is completely inhumane. The psychological trauma, the identity confusion, the sense of having been created as a solution to someone else's need. So that separation doesn't hurt less because no one got paid. I understand that desire. It's human. It's only a desire. It's not a right. So we can't, because of the desires of adults, step on the rights of the children. I loved my mother that raised me, but it did still cause me trouble. There are children that are going to be perfectly fine with being born from surrogacy, and that's great, but it doesn't make the practice any more ethical. We haven't studied the psychological effects on the children. We haven't studied for example, the psychological effects on the surrogates either. Und genau über das reden wir auch mit der Obi. Trotzdem, dass sie die erste Schwangerschaft als positiv in Erinnerung hat, der Schmerz von diesen Kindern abzugeben, liegt tief, erzählt sie mir. Cuando yo ya los tenía en su cuna, sí era así como que no, son míos. No sé si era parte del postparte, de no darlos. ¿Cómo le explicas al cuerpo de que ya no está? Yo me tenía que acostar y me tenía que poner una almohadita aquí. Si no, no podía dormir. Lo duro fue el separarnos. Ya nació, ya dámelo. Entonces ahorita me duele, pero sé que es algo mío y que siempre va a ser mío. La ayuda no debe de terminar únicamente en cuanto nace un bebé. Y muchas veces cuando son médicos que solo se dedican a que nazca el bebé y siguiente caso, dejamos a un lado que son personas que requieren un cuidado posterior al nacimiento, ¿no? Heidi kennt auch die Schattenseite der Leihmutterschaft in Mexiko. Women that have been neglected by the intentional parents, that they see them just as an incubator. Sie zeigt uns ein Beispiel, einen Chatverlauf mit einem Schweizer. I could imagine bringing to live with us in Switzerland. So then he said, I would have found it a nice idea. Maybe I can go to her and support her in everyday life. But I understand that in her mind, she's just the oven. Porque el extranjero viene a buscar a las latinas. Porque no es regular. Porque es más fácil. Porque acá hay más comodidad. Es más fácil manipularlo. Ahí sí yo lo podría considerar como si fuera algún tipo de tráfico. Trotzdem. Die Misa Yamanaka ist überzeugt, nicht jedes Kind hat per se eine schlechte Voraussetzung für ein Leben, wenn es durch eine Leihmutterschaft auf die Welt gekommen ist. Das Umfeld, wo die Kinder hineingeboren werden, sind überdurchschnittlich gut. Die 9 bis 10 Monate, wo ein Kind ausgetragen wird, das ist nicht, in der Regel nicht das, was wirklich sehr entscheidend ist für die Entwicklung eines Kindes. Viel entscheidender sei eine wohlwollende Erziehung und eine sichere Bindung. Dazu auch der ehrliche und offene Umgang mit dem Thema dem Kind gegenüber. Das ist auch Fernando wichtig. Mittlerweile hat er einen Sohn von einer amerikanischen Leihmutter und hat dort eine sehr gute Erfahrung gemacht. Man beschäftigt sich schon damit, oder? Weil wir werden ihm irgendwann schon mal erzählen, wie das ist. Wir hoffen, dass wir noch mit der Leihmutter werden Kontakt haben. Aber er wird sicher sich mit dem auseinandersetzen. Alle Beteiligten bringen unterschiedlichste Erfahrungen mit. Was vielleicht ist, alle einig sind, sie wünschen sich bessere Regulierungen und Sicherheit für alle erhöht.